Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, gestern war noch Schneesturm, jetzt ist wieder Regen. Das ist ganz merkwürdig, wenn man hier in dem Gebiet lädt, dann wird aus dem Schnee ständig wieder Regen. Das ist schon etwas seltsam. Okay, aber wie schon angekündigt, will ich mich erstmal um diesen Haufen an Erfahrungspunkte hier kümmern, der hier in Form von Snapper unterwegs ist. Und dann können wir uns auch dem Eisgebiet zuwenden, wo auch nochmal jede Menge Erfahrungspunkte auf uns warten. Aber die zwei... die zwei Grazier da unten, die noch vom Eingang warten und anscheinend richtige Abenteurer ihre Arbeit machen lassen. Die werden uns wahrscheinlich auch noch begleiten. Und ob der Silvio sein Wort hält, von wegen 1000 Goldmünze für 2 Eiskolosse bzw. Eisgolems, wage ich jetzt zu bezweifeln. Uch, was ist denn mit dem Snapper los? Was ist denn mit Snapper los? Oh ja, das ist denn mit Snapper los. Ach du Scheiße. Ich glaub's ja nicht, was hier gerade abgegangen ist. Ich habe das ganze scheiß Rudel gekillt. Das wollte ich doch gar nicht. Alter Falter, das war mehr Glück als Verstand gerade. Aber ich muss sagen, dafür ging es ziemlich schnell. Alter Falter. Das war echt verdammt nochmal viel mehr Glück als Verstand. 2 Drache-Snapper auf Ammo gekillt, mitsamt übriger kleiner Snapper. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts. Alter Falter, das war nicht so geplant, aber gut. Anscheinend sind sie trotzdem tot. Gewitterleid. Oh, das sind nochmal Echse-Menschen. Oh, und wie viel? Ich glaube, durchschlägt der Blitz ein zweimal Ei. Deswegen, die sollte man vielleicht besser meiden hier, die Viecher. Na? Oh Gott, 5 auf einem Haufen. Und? Natürlich, die ziehen alle sofort die Waffe und dahin ist auch noch was an Viehzeugs. Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Naja. Immerhin habe ich einer von denen noch mit ins Grab gezerrt. Scheiße. Also das kann ich verharzen hier mit den Echse-Menschen. Viel zu viel von den Viecher auf einmal. Die kriege ich so nicht platt. Garantiert nicht. Okay. Dann können wir die auf jeden Fall verharzen. Wenn die sich nur einzeln rausziehen lassen würden, die Biester, dann hätte ich ja eine Chance. Aber so, vergiss es. 5 auf einem Haufen ist nicht machbar oder diskutabel. So, Kerl, mit einem kläglichen Feuer. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ja. Okay, der andere Typ latscht normal los und Silvio, der rennt schon. Aber ich mache mich schon drauf gefasst. Ich glaube, hier ist es dann auch, wo ich die 2 Typen dann schon umbringen muss. Ich mache mich schon gefasst, gegen die zu kämpfen. So. Jetzt machen wir hier nochmal einen Spielstand. Ansonsten wäre das richtig böse. Na? Hey. Idiot. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Genau. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn, jetzt lauf. Ja, genau, als ob ich hier auf dich hören würde. Ich mach nicht die Drecksarbeit für dich. Feigling. Pisser. Hey. So. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor, ich komm dann schon. Ja. Das ist dann so Drecksau, sobald der Eisdrache tot ist, kommt der A gewichtelt und will dann mich abmurksen und sich dann als Drachetöter aufspielen. Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Will so schnell wie möglich hier wieder raus. Jetzt nicht, mir ist kalt. Hey. Und du? Dachschädel. Wäre verdammt schwierig. Ja gut, dann halten die Idioten hier die Stellung. Und ich mach die ganz scheiß Erwert. Und nachdem der Drache tot ist, kommt der A
beinahe hätte ich mich im Ton vergriffen. Kommt der Ark, schlappt und will dann die Lorbeere für sich kassieren. So Leute habe ich gefressen. Aber so richtig. Ja, dann kommt mal her. 2 Eisgolems sind da auch noch. So, oh, toll. Jetzt töten sie mal noch die Viecher hier. Ich hab's immer noch drauf. Jetzt töten mir die Schweine auch noch die Viecher und klauen mir die Erfahrungspunkte. Warte mal. Du dummer Hund. Das waren 300 Erfahrungspunkte, die ich nie wiedersehe werde. Na, klasse. Nee, so nett. So nett, Freunde der Nacht. Ich mache hier nette Prügelknabe und kassiert dafür nur. Hey, du. Und kriegt etwa die Erfahrungspunkte. Bla 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 bla. Und? Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Okay. Dann noch einmal. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Okay. Dann hier nochmal. Hast du... Quatsch, Bla bla bla. Ich mach... Feigling. So. Hey, du. Und hier noch einmal. Ich dachte, du wolltest... Geh ruhig. Bla bla bla. Idiot. Ein Arschloch, meine Damen und Herren. So, dann machen wir hier. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. In der Hoffnung, die 2 andere Deppe kommen dann nicht wahr. Rodemol, wer vom Eiswolfrudel zerfetzt worden ist. So ein Scheiß, Mann. Okay, sieht wohl so aus, als müsste ich damit leben, dass die Typen mir ein bisschen was wegnehmen. Warte mal. Heiliger Pfeil ist ja wohl ziemlich nutzlos, ne? Ja, das macht rein gar nichts. Bei dem Irrlicht macht das doch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na, großartig, dass die Paladin-Zauber nicht bei normalen Viecher funktionieren. Alle hopp. Da kommt halt her, scheiß Viecher. Ich hoffe, es funktioniert das mal. Okay. Schade, dass ich jetzt noch die ganze Zeit dieses blöde Irrlicht ergreife, was am wenigsten Schade macht von allem. Klasse. Klasse Sache. Ja, das fängt ja schon mal richtig geil an hier in dem Gebiet, ne? Okay, probieren wir es doch einfach mal. Hoppla. Probieren wir es doch einfach mal mit der Armbrust. Möglicherweise mache ich ja auch recht gute Schade. Na? Und? Na, das sieht nicht so aus. Und schon knappern sie an meine Bäh. Kaum hätten sie mich niedergemacht, schon fressen sie an meine Bäh rum. Oh je, oh je, oh je, wenn du schon bei der Eiswölfe anfängt, Leits. Oh, du legst noch mal einen Bolzer vom letzten Spielstand. Auch nicht schlecht. Na gut, Silvio and Friends, dann kommt mal her und habt ein bisschen Spaß. Okay, den habe ich. Sehr schön. Gut, das ist doch sehr gut. Dafür kriege ich wenigstens noch die Erfahrungspunkte. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Und mein Bolze nämlich auch noch mit. So. Ja, das Problem ist halt, wenn ich Silvio und sein hässliche Kumpel für mich kämpfen lasse, dann kriege ich halt die Erfahrungspunkte nicht, wenn die Viecher killen. Aber ich will die Erfahrungspunkte hier unbedingt haben. So. Also am Anfang kann ich auch ein bisschen mit deinen 2 Trickser, aber mehr geht auch nicht. So, dann holen wir Irrlicht und Wolf mal her. Aber erstmal das Irrlicht, wenn das Solo kommt, ist auch nicht verkehrt. So, da komm mal her, du scheiß Ding. Das wirkt schon etwas merkwürdig, hier gegen dieses Irrlicht einfach so zu kämpfen. Macht das überhaupt Schade oder sonst irgendwas bei mir? Sieht nicht so aus, als würde es überhaupt Schade machen. So, geh weg, du stehst mir im Weg, du Scheißding. So. Gut. Ich hab's immer noch drauf. Ah, okay, das Irrlicht hätten sie jetzt abgekillt. Das bringt sowieso nur 60 Erfahrungspunkte oder so, glaube ich. Ist etwas schwierig zu fassen, das Biest. Von daher bin ich ganz froh, dass sie das jetzt gekillt haben. So, da die beide ja schon Schiss vor Eisgolems haben, kümmere ich mich drum. So, der
Erste Attacke muss ich ausweichen. Und dann sind sie eigentlich... Genau, dann sind sie eigentlich relativ leicht zu knacken, die Viecher. Das Hauptproblem bei denen ist halt der Eisblock. Der muss ich ausweichen, weil wenn der mich dann erstmal erwischt hat... Ah, ein Golem beschwören gibt es hier auch nochmal. Weil wenn er mich erstmal erwischt hat, dann kann er mich halt locker zusammenschlagen. Deswegen vom Eisblock immer ab. Und anscheinend sind die sehr, sehr anfällig für die Klaue Belias, was der Bonusschaden angeht. Okay. Soweit, so gut. Ist ja fast wie Holidays on Ice hier, ne? Okay, 2 Echsenmenschen haben wir hier noch. Das war ja mal der ehemalige See vom neuen Lager. Und du kannst mittlerweile Schlittschuh drauf laufen. Auf der dicke Eisschicht, da geht gar nichts. Schade, dass ich die nicht zum Eissturz bringen kann. Und dass die Biester hier dann untergehen. Hör auf hier rumzufuchteln wie ein Ork. Du bist kein Ork. So. Also fuchtel auch nicht wie einer 5 Mal mit einem Schwert hier vor mir rum. So. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte die kleine Wundheilung haben. Und dann kann ich genauso gut mein Mana auch wieder aufpumpen. So. Dann geht's wieder ans Mana-Pumpe. Und danach schauen wir mal, was wir dann machen. So, da ist Heilkraut. Oh, da sind Wölfe. Erstmal speichern. Ich weiß nicht, wie viele das es sind. Besser ist das hier. Was ich eigentlich auch relativ sinnfrei und unfair finde, ist, dass diese Eiswölfe im Prinzip genauso stark sind wie Waage, aber sie geben nur die halbe Erfahrungspunkte. Das ist schon etwas gemein. So. Dann kann ich hier nochmal, wenn das weg ist, weil ich will hier immer einen sauberen Bildschirm haben, wenn ich speichere, ja. Autismus lässt Grüße, beziehungsweise auch Zwangsneurose lässt Grüße. Und dann schauen wir mal. Okay, durch die ehemalige Reisfelder vom neuen Lager. Jetzt sehen wir auch mal endlich, was aus dem neuen Lagerwoche ist. Konnte man ja die ganze Zeit nicht sehen. So, dann komm mal her, du Schweinevieh. Hässlicher Echsenmensch. So. Ey, hör auf. Mistviecher. So, Echsenschwert. Das Irrlicht können wir sich selber überlassen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, was das Vieh macht. Weil es macht nicht wirklich Schade und das ist einfach nur schwer zu treffen. Das ist einfach nur lästig. Aber wirklich wichtig sind die Dinger jetzt nicht. Die bringen jetzt eine großartige Erfahrungspunkte. Ach ja. Hoppla. Aus dem Reislord haben sie anscheinend einen Eisgolem gemacht, wenn ich mir das so angucke. Wenn ihr euch erinnert, der Reislord war natürlich der Herr von den Felder hier. In Gothic Ends. Ja, das ist noch selten. Ein Echsenmensch einfach so. Ohne 5000 Kompagnons. Einfach nur so ein Echsenmensch. Das hätte ich mir häufiger mal wünschen. Oh, da ist noch ein Fisch. Der ist bestimmt gut konserviert. Da ist noch einer. Bett liegt hier auch noch. Trank. Leichter Fisch und Ring sogar. So. Erstmal Feuerwurzel, Petze und Feuernessel hinterher. Was ist das dann für ein Ring? Kann ja nichts allzu Gutes sein. Kriegst wahrscheinlich so einen Lebenskraftring. Nee, was Gutes war das nicht. Aber ein leichter Fisch haben wir zusätzlich auch noch gekriegt. Ah, da ist ja noch was. Bogenschützen, stimmt, das war noch in der Höhle. Und das Armbrustschützen habe ich auch noch gefunden. Sind wir jetzt bei der Armbrust mit 28% dabei. Alle Haupttour haben wir noch Einhandkampf. Genau, das habe ich anscheinend vergessen zu nehmen. Und wir haben den leichten Fisch. Wo ist denn der leichte Fisch? Da ist er. Irgendwas ist in dem Fisch versteckelt. 3 Dietricher. Perfekt. Da haben wir noch... Ah, Appelduwak ist das nur. Alle Haupt. Ah ja, was ich vergessen habe, war noch den Troll draußen zu killen. Das wollte ich auch noch machen. Das scheint ein Feuersturm zu sein. Lederbeitel, Voi. Ja, der Riesling nehme ich doch gern mit. Genauso wie der Wacholder. Ach. So, noch so ein guter Riesling hinterher. Und wo ist dann der Lederbeitel? Ein 100er.
ohne dass es sich aufhängt. Sehr gut. Und dann nochmal die Yankee 3 hier machen. Und raus. Nimm das, neuer Reichslord. Ey. Ja, offenbar Handy was gegen sowas, wie es aussieht. Da ist noch ein Shop Riesling, nehme ich auch gern mit. Und dann geht's weiter. Ja, ich nenne immer die ganze Heiltränke und Mana-Tränke einfach Riesling. Ich finde es einfach passend. So, dann gehen wir wieder raus hier. Weil ich will noch den Trollkiller. Die 500 Erfahrungspunkte lasse ich mir jetzt definitiv auch nicht nehmen. Ich habe eigentlich echt gedacht, so ein Troll wäre etwas teurer von der Erfahrungspunkte, weil in Gothic Ends haben die Biester 1000 Erfahrungspunkte gebracht und die waren, glaube ich, auch wirklich nur machbar mit Monsterschrumpfen. In Gothic 2 haben sie das ein bisschen geändert, finde ich an sich auch nicht verkehrt. Da können wir es anscheinend schon mit 87 Stärke und mit einer Waffe, die 111 Schaden macht oder so, legen. Auch nicht verkehrt. So, Jungs, ich komme gleich wieder. Ich schnapp mir erst noch den Troll, der da vorne dran rumlungert. So. Hätte ich vielleicht auch mal im Tal der Erbauer mich drum bemühen können, einfach mal die Trolle so anzugreifen. Aber das war jetzt einfach nur so just for fun. Und mal gucken, was passiert. Und anscheinend funktioniert es ganz gut. So, hoffen wir mal, dass der Blitz hier nochmal einschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, du Scheißvieh. Sehr gut. Geht doch. Geht doch. Na, Allah. Ah, da finden wir auch noch einer, so ein tote Drachejäger noch bei der Gelegenheit. Feuerwurzel, Heilwurzel. Toter Drachenjäger, der hat auch noch ein bisschen Riesling bei sich. Das ist mal ein richtiger Woi. So, perfekt. Perfekt, der hat es anscheinend auch nämlich bei den Golems weitergepackt. Und die Schweine muss ich dann killen, wenn ich hier mit der ganzen Region fertig bin. Also wäre es nicht schon übel genug, sich mit dem Drache rumzuschlachen. Nee, da muss man sich ja noch mit so 2 schlechte Wannabe-Abenteurer und Ehrgeizlinge rumprügeln. Das sind mir echt die Liebste. Das sind so feige Schweine, die kriegen so Monster nicht persönlich platt, lassen das dann irgendeinen anderen machen und versuchen dann noch den heimlich umzubringen, nicht mal in einem fairen Kampf, sondern heimlich umzubringen, damit man dann den seinen Erfolg als sein eigener ausgeben kann. Das ist schon arg peinlich. Das ist schon so richtig peinlich und erbärmlich. Okay. Dann möchte ich hier gerade mal ganz kurz was probieren. Und zwar kann ich da hoch. Nee, das geht nicht. Okay, hätte ja sein können, weil ich überlege gerade, ich glaube nämlich, da over könnte noch irgendwas versteckelt sein. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich bin da damals, als ich das Gothic 2 noch aktuell gespielt habe, so um 2002, 2003 rum, da bin ich da over hochgeklettert, um einfach irgendwas zu gucken noch, ob da was versteckt sein könnte. Ja, hier ist es ja fast schon wieder wie im Sumpf ziemlich human, was die Verteilung von Echse-Menschen als Gegner angeht. Nicht irgendwie 5 auf einmal. Ups. Dann komm mal her. Der riecht mich anscheinend schon um die Ecke rum. Dann komm mal her. Dann komm mal her. Ah na, wie der guckt. So, komm mal her. Scheiß Wolf. Das passt ziemlich gut zu dir, die Bezeichnung. Hoch, wo bist du denn jetzt? Wolf? Was geht denn mit dir ab? Ah, na, wo ist denn der jetzt hier verschwunden, der dappige Wolf? So. Also, wie es aussieht, ist das hier anscheinend das Bermuda-Dreieck für Wölfe. Ganz merkwürdig und skurril. Ah, da ist er. Das könnte er vielleicht sein. Hoch. Na. So. Komm mal her, du Sausack. So. Okay. Einer weg. Dann, wie wir sehen, ist die Kneipe auf dem kleinen See anscheinend verschneit. Und da kommt mal wohl Anime hier. Dann gehen wir mal da hier, wo der Dammlurker war. Ja, das finde ich immer schön, wenn das Gebiete waren, die man aus dem ersten Teil kennt und man da einfach nochmal zurückgehen kann. So.
Glücklicherweise sind die Echse-Menschen taub. Die haben nämlich nicht gehört, dass hier 80 Mal gefühlt der Blitz eingeschlagen hat. Ah, da aber ist noch ein Eisgolem hier, der einsam Wache hält. Da kümmern wir uns doch einmal um den einsamen Wächter hier. Komm her, du Sausack, du Späher. So. Okay, so gönne ich mir das doch. Wenn ich bedenke, dass die Viecher 450 Erfahrungspunkte geben, während ein Troll hart erkämpft ist und nur 500 gibt, finde ich schon etwas grob. Aber da gibt es anscheinend noch eine Truhe, die überlebt hat. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Alle Hopf, da kommen wir dann wieder an Dietriche dran, ein bisschen Gold, ein bisschen Dege, Wacholder und gebrotenes Fleisch. Der Standard-Quatsch halt. Gut, gut. Gut, 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 gut. Aber in das Gebäude, in die Kneipe, kommen wir leider nimmer rein. Das finde ich etwas schade. Gut, Eisgolem, Irrlicht. Ja, in die Baracke von den Bauern kommen wir leider auch nimmer rein. Ach, sehr schade irgendwie. So, dann. Hoi. Und, wie sieht's aus? Ja, so sieht's aus. Wusste ich's doch. So. Na, Allah. Geht doch, geht doch. So, dann hier, hier, hier. So, hier gibt es anscheinend nichts weiter mehr. Ja, wo der Dammlurker war, der war hier auf dem kleinen Vorsprung. Aber hier scheint hier wohl erstmal nichts zu sein. Das ist halt immer schade, dass die alte Gebiete, die man aus Gothic Ends kennt, hier nochmal abzugrasen sind. Und dann kriegt man auch so winzige Gimmicks, würde ich sagen, dass man einfach nur diesen Aha-Effekt für sich hat. Ah, da wo damals der Dammlurker war, steht jetzt so ein Eisgolem rum. Finde ich persönlich einfach nur so ganz nettes kleines Gimmick. Und da findet man dann anscheinend auch nochmal so ein bisschen kruscht, genauso wie hier. Ach, ich meine, klar, jeder, der das Spiel neu spielt, handelt natürlich auch mit der Neugier von einem Rollenspieler, der sich selbstverständlich jedes Gebiet hier angucken wird und auch genau nochmal in der Ecke noch gucken wird, klar. Aber der hat halt einfach nicht diesen Aha-Effekt mit so einem leichten Schmunzeln, dass man genau weiß, ah ja, da wo dieser Eisgolem jetzt steht, da war im ersten Teil der Dammlurker mit dieser spezielle Quest Lurker am Damm, die man vom Homer kriegt hat. Und das hat einfach nochmal so einen ganz besonderen, schönen Nostalgie-Effekt. So, der Zauber-Eisblock liegt hier nochmal rum. Zumindest finde ich, dass das ein schöner Nostalgie-Effekt ist. So, die kommen jetzt auch nochmal kackt hier und versuchen uns zu attackieren. So. Aber waren zu blöd, den Hügel hochzugehen. Naja, mein Problem soll es nicht sein, dass die zu blöd waren. So. Gut, gut, läuft hier alles wunderbar hier. Echsenschwert, na 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 na. Tritra, tru, tritra, tatra, na na, Weihnachtsmann, hey. So. Oder so ähnlich, ne? So. Gut, gut, gut. Läuft hier alles wunderbar hier. Läuft hier alles gut. Ich denke, wir können heute bis zum Eisdrache vordringen, wenn alles gut läuft. So, dann können wir auch noch. Also das Gebiet ist auf jeden Fall ziemlich erfahrungspunktträchtig, wenn ich mir das so angucke. Es ist wirklich nicht mehr lang bis zum nächsten Level. Das läuft relativ ordentlich hier. So. Das läuft doch echt ziemlich gut und die Erfahrungspunkte rollen hier richtig. Die Echse-Menschen finden wir glücklicherweise nie stärker als in 2er Trupps vor. Dafür herrscht anscheinend wirklich richtig üble Scheiße an Echsenmensch-Pulk vorm Eisgebiet, weil da türmen sich die Echsenmenschen richtig hart auf.
So, zum Pass in Khorinis will ich nicht. Igitt. Müssen wir gleich mal wieder abwählen hier, denn diese Rune, damit die nicht aus Versehen noch verwendet wird. Ich will nicht zum Pass in Khorinis. So. Okay, zack. Können wir jetzt noch ein Achtel, hoppla. Können wir jetzt noch ein Achtel Riesling zischen und dann läuft die Geschichte wieder von unserem Mana. So, perfekt. Hier gehen wir an dem blöde Irrlicht vorbei. Wobei, wir könnten jetzt genauso gut einfach nur mal ausprobieren. Irrlicht. 40 bringt's. Okay. Na gut. Ich nehme alles zurück und behaupt's gegen Deal. So. Bringen noch weniger Erfahrungspunkte und sind einfach so zu Killer. Gut, wie sieht's denn hier aus? So ist der Zugang Richtung freie Mine anscheinend auch nicht mehr gewährleistet. So. Was die für Geräusche machen. So. Okay, du schauen wir doch auch gleich mal noch, wie es aussieht, ob wir noch Richtung freie Mine können oder nicht. Weil ihr erinnert euch, das neue Lager hier hat auch irgendeine Mine besessen, während das alte Lager, wo jetzt die Burg ist, die alte Mine gehabt hat, wo jetzt Fayette, glaube ich, ne, Fayette war das nicht, Fayette war der andere, wo auf jeden Marcos, genau, wo Marcos Schürftrupp war, das ging dann eigentlich über kaputtes Gelände weiter. Ah, da ist tatsächlich was, versteckelt. Ja, und da war dann die alte Mine damals in Gothic Ends. Und hier gab es natürlich auch das neue Lager andere Mine, die war dann dahinter, der Hang entlang. So, jetzt müsste ich gerade nochmal hier gucken, ob man möglicherweise hier raufkommen auf irgendeine merkwürdige Art und Weise. Geht anscheinend nicht hier. Okay, geht es zufällig dort drüber? Ja, tatsächlich. Hier kommen wir wirklich hoch. Wer hätte es gedacht? Das ist doch mal nicht schlecht. So, dann probieren wir das nochmal hier. Irgendwo hier könnt... scheiße. Da war das nicht. Dann sollte ich hier auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Dass das auch gemacht wird. So. Ja, hier springt er doch hoch. Hier springt er von sich aus hoch. Das muss ich jetzt im Kopf behalten. Das ist jetzt Feintuning-Sache. Nee. Das kommt jetzt ganz auf den Standpunkt an, wo man steht. Nee. Ich stehe ein bisschen zur Not dran, der ganze Sache. So. Nee. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall funktioniert, dass man da hoch kann. Froh ist nur wie. Nee. Ja, das ist jetzt etwas lästig. Das ist jetzt wirklich etwas lästig. Warte mal. So. So. Und. Das hat doch vorhin auch funktioniert, verdammt nochmal. Wenn nicht, dann lassen wir es halt gut sein. Das ist aber sehr schade, weil ich weiß, dass es da etliches an Truhe nochmal aber gibt. Das wäre sehr schade, wenn ich das jetzt nicht schaffen würde. Aber so what? Egal. Dann ist es halt so. Gibt Schlimmeres, finde ich. So. Dann hier. Weil ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Gothic 2 Kletterscheiß-Gedöns. Nee, hier ist einfach nur ein Fass, was da rumsteht, ne? Ah, nee, es ist eine Truhe. Es ist eine Truhe. Okay. Nein! Du saudummes Arschloch. Alter Falter. Okay, das hat mich gerade etwas angekotzt. Oh Mann. Alle hopp. Und wenn wir dann schon nochmal hier sind. Nee, das funktioniert nicht. Ich probiere es noch 3 Mal. Also insgesamt 3 Mal. Nee, das klappt auch nicht. Und... nee. Gut. Ich hab's probiert. Es hat nicht funktioniert. Dann ist es halt so. Dann probieren wir das nochmal von so aus. So. Okay. Das hat wenigstens funktioniert. Da kommen wir an die Truhe dran. Links, rechts. Das funktioniert. Pff. Und das noch für so einen Scheiß da. Das ist schon etwas gemein. Gut, hier finden wir jetzt allerdings nichts, was großartig wichtig wäre. Das heißt, da wieder hoch. Dumm gelaufen. Ich habe echt gedacht, es gäbe irgendwas Spannenderes dort. Aber da weiß ich schon, dass ein paar Sachen drin sind.
16:31 Uhr, aber es sind dann auch nur ein paar Truhen mit jetzt nichts Weltbewegendem, was so drin ist, jetzt irgendein besonders episches Artefakt oder so, finden wir dort definitiv nicht. So, dann wollte ich noch gucken, ob es da noch den Weg zur freien Mine gibt. Und ansonsten können wir direkt zum Eisdrache losmarschieren. Der müsste in seinem Gebiet sein, wo ehemals das neue Lager war. Da war ja mal ursprünglich das neue Lager. Da sind ein paar Eiswölfe, da sind ein paar Echsemenschen. Da hinten sehe ich schon eine doppelt so große Drachehorde rumglitzern. Und da oben müsste noch irgendwas von der Wassermagier sein, weil die Wassermagier hatten ja da oben rechts ihr Lager. Die waren ja ursprünglich dort, also sprich Saturas und sei Kumpane, die wir aus die Nacht des Raben kennen, die waren dort untergebracht. So, 2 Eisgolems haben wir hier noch, das ist etwas gemein. Müssen wir beide in den Nahkampf verwickeln, die Scheißviecher. Sehr gut. Etwas gemein, aber machbar. Alles klar. Gut, 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 gut. Eine Rune liegt hier noch rum, eine Schlachtaxt und ein Lederbeutel. Ja, anscheinend ist der Weg verschüttet. Wir können wohl nicht in Richtung freie Mine los. Das ist etwas schade. Okay, dann gucken wir uns mal an. Hoppla, Moment, die Schlachtaxt wollte ich mal auch noch angucken. Was das für ein Ding ist. Schlachtaxt 140, 140. Okay, gut, das ist mal nichts Besonderes. Schlachtaxt, ah ja, Feuerregen können wir definitiv gebrauchen dann. Für den Eisdrache vielleicht echt nicht verkehrt. So, da haben wir Appelduwak und einen 100er Lederbeutel, der lässt sich ja glücklicherweise verwenden. Das ist doch ziemlich gut. Okay, dann zwitscher ich mir noch ein bisschen Kraut rein hier. So ein bisschen Salat kann nicht schaden. Zack und zack. Und dann geht's runter zum Kessel, wo also, nee, eigentlich ist der Kessel jo die Siedlung gewesen bei der freien Mine. Das darf ich jetzt hier nicht verwechseln. Die Siedlung für die Minearbeiter in der freien Mine war damals, oder in der neuen Mine, war damals unter dem Namen der Kessel bekannt. Das wiederum ist in so einer großen natürlichen Höhle die ursprüngliche Siedlung vom neuen Lager gewesen. Aber ich jetzt sage ihr, liebe Leute, um die kümmern wir uns morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig und schauen mal, dass wir das Gefolge vom Eisdrache fertig machen, uns ein bisschen da umgucken, was mal neues Lager war und dann probieren wir uns mal am Eisdrache. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.